Ich besuche jetzt einen Mensch, der mit 83 Jahren schon viel erlebt hat und viel herumgekommen ist. Allerdings wissen wir einen kleinen Teil seiner Geschichte, von dem er bisher noch nichts weiß. Diese Lücke wollen wir jetzt schließen. Hallo. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Danke für die Einladung und schön, dass es geklappt hat. Danke ebenfalls. Kannst du uns von früher erzählen? Wo bist du geboren und aufgewachsen? Wie war deine Familie? Ich wurde geboren am 12. Juli 1935 in Neukinsberg. Das liegt bei Eger. Ja, Eger. Das liegt im Sudetenland. Da hat man früher Deutsch gesprochen. Ja, Deutsch. Aber heute ist das Tschechien. Aha. Meine Mutter hatte ein Geschäft, also einen Laden. Da gab es eine Ladentheke, die man zum Durchgehen hochklappen konnte. Ich bin immer unten durchgekrochen und habe Bonbons geklaut und dann auf und davon. Im Geschäft meiner Mutter. Aber so war das. Das waren Zeiten. Und Fotos. Ja, komm, wir zeigen ihr mal die Fotos. Bist du das? Mit Pausbacken? Weißt du noch, wie das damals war? Na, wir haben zusammen... Das war die Tochter der Nachbarn, dem das Gasthaus nebenan gehörte. Die hat immer mit mir gespielt. Wir waren immer zusammen. Da war ich noch nicht in der Schule. Ein Jahr später, also mit 6, hat mich meine Mutter dann in die Schule geschickt. Gibt es nur 2 Bilder von dir als kleinem Jungen? Ja, die da. Und sonst hast du keine anderen Bilder? Die und sonst nichts. Und wo sind all die anderen Fotos? Die waren in Leitmeritz in der Schule, aber das ist alles weg. Verschwunden? Ja, genau. Wann bist du dann ins Heim gekommen und wo warst du in der Schule? Das war in Leitmeritz. Ich war von 1941 bis 1943, also für die 1. und 2. Klasse dort. Und war das eine Gehörlosenschule? Ja, ich war dort in einer Taubstummenanstalt im Internat. Das war ja mitten im Krieg. Was hast du davon mitbekommen? Hast du Bombenangriffe erlebt? Was hast du gesehen? Auf dem Dach der Schule war ein Kreuz. So wussten die Flieger, dass sie hier keine Bomben werfen durften. Hast du Verletzte gesehen oder Kriegsopfer? Nichts? Auch keine Bombenangriffe? Nein, da war nichts. Es gab einige eingestürzte Gebäude und einmal ist ein Flugzeug abgestürzt. Die Skelette der 3 Insassen lagen herum. Aber sonst war da nichts. Ich habe keine Feuergefechte erlebt, gar nichts. Ich hatte auch keine Angst. Ich wusste ja nicht, dass der Krieg immer näher kam. Ich habe mal ein altes Gewehr, das im Krieg liegen gelassen wurde, in einem Tal gefunden. Das lag da einfach. Da hat mich mein Vater ordentlich geschimpft. Und als der Krieg vorbei war, bist du dann wieder in dein Elternhaus zu deiner Mutter zurück? 1946 war mein Vater in Dachau im Konzentrationslager eingesperrt. In Dachau im KZ von den Nazis. Als dann die Amerikaner kamen, wurde mein Vater befreit. Die Amerikaner haben ihn gerettet. Nach seiner Befreiung ist er dann mit dem Zug, schätze ich, genau weiß ich das nicht, nach Leitmeritz gefahren, um mich abzuholen. Hast du als Kind gewusst, dass dein Vater während des Krieges inhaftiert war? Nein, ich wusste gar nichts. Erst hier hat mein Vater mir davon erzählt. Ich war total überrascht. Das war aber erst hier im Haus. Da war seine Gefangenschaft ja schon vorbei. Aber dass er dort gefangen war, davon wusste ich nichts.
Als das Zentralarchiv, in dem die Akten aller ehemaligen Häftlinge aufbewahrt werden, 2016 im Rahmen der Digitalisierung alle Unterlagen nochmal in die Hand nehmen und übertragen musste, sind auch Unterlagen von deinem Vater, Lorenz Putz, aufgetaucht. Unter anderem persönliche Dinge wie Briefe und Fotos. Das ist alles noch da. Da gibt es noch was? Von meinem Vater? Ja, Briefe und Fotos von deinem Vater. Es wurde alles archiviert und ist immer noch da. Das hat mir bisher noch niemand gesagt. Willst du dir das anschauen? Ja, das will ich. Das möchte ich sehr gern. Seid ihr beide bereit, euch die Unterlagen anzusehen? Ja, sowieso. Das wollen wir ganz unbedingt. Sind denn da viele Unterlagen? Ihr könnt sie dann auch mitnehmen. Die kann ich mitnehmen? Da werde ich ganz schön was zu schleppen haben. Oder es ist doch nur so ein dünner Brief. Wer weiß? Darum brauche ich dich. Du nimmst den Rucksack mit, dann brauche ich nichts zu schleppen. Danke für die Info. Vielen Dank. Danke. Dann habe ich Ihnen etwas mitgebracht, was wir als Effekte bezeichnen. Ein Effekte ist ein Gegenstand, der Gefangenen abgenommen wurde, wenn sie eingeliefert wurden in ein Konzentrationslager oder auch in ein Gefängnis oder Zuchthaus. Und diese Effekte können ganz unterschiedlich sein. Und in Ihrem Fall ist es etwas sehr Besonderes, weil Ihr Vater sehr, sehr viele Fotos dabei hatte. Und die möchte ich Ihnen heute zeigen und zurückgeben. Nee. Vielleicht erkenne ich mich gar nicht mehr. Oh, da war ich noch sehr klein. Das da sind meine Schwestern. Die beiden waren in der Hitlerjugend. Schau mal. Das ist meine Mutter. Seine Mama hatte 6 Kinder damals. 2 sind an Krankheiten gestorben. 4 haben überlebt. Das bin auch ich. Ach, das gibt's? Ich bin echt überrascht. Habe ich noch nie gesehen. Die Bilder haben 73 Jahre im Archiv gewartet. Das war unser Haus. Da habe ich dran rumgemalt. Hier. Das ist mein Bruder. Hier ist er auch offensichtlich im Lazarett. Das war in Hamburg.
Da war er im Krankenhaus, weil er im Krieg an der Hand verletzt wurde. Die Splitter einer Bombe haben ihn am Bein getroffen und seitdem war sein Finger schief. Als die Engländer Hamburg besetzt haben, haben sie ihn zum Glück nicht gefangen genommen. Er war also frei. Ja, er war frei. Und dann weiß ich noch etwas sehr Persönliches über Sie, dass Sie nämlich gerne Kuchen essen und immer ein ziemlich braver Junge waren, denn aus Leitmeritz hat die Schulleitung an Ihre Eltern Karten geschrieben. Und die habe ich auch dabei, weil Ihr Vater die offensichtlich in seiner Brieftasche hatte. Meine Lieblingskarte aus Leitmeritz habe ich hier noch in der Hand. Und da schreiben die Lehrer an ihre Eltern am 20.10.1941: Werte Eltern, heute kam Ihr Päckchen an. Ihr kleiner Junge freute sich sehr und ließ sich gleich zur Pause den Kuchen recht gut schmecken. Lorenz hat sich schon recht gut eingewöhnt und ist auch von der Schule sehr fleißig und brav. Ich hoffe, das stimmt. Kannst du das lesen? Nein. Dann sind das auch sicherlich Ihre Klassenkameraden. Bist du das? Ja, in der 1. Klasse. Das bist du. Ja, das bin ich. Und dann ist noch eins, da sitzt Sie wahrscheinlich auch noch in Leitmeritz beim Schlittenfahren. Das Schöne dabei ist aber, dass Sie Ihrem Vater einen Gruß geschrieben haben auf der Rückseite. Ich glaube, das haben Sie selbst geschrieben. Lenzal. Ja, stimmt. Papa da. Interessant. Ich bin mit dem Schlitten damals gegen einen Baum gefahren und habe mir das Becken gebrochen. Da war ich noch klein. Ich bin einfach zu schnell gefahren. Und ich bin auch mit drauf. Einfach unglaublich. Und dann habe ich noch etwas: Auf der Mehrheit der Bilder sind ja Sie, Ihre Geschwister oder Ihre Mutter und kaum Ihr Vater zu sehen. Auf dieser Sache, das ist ein sogenannter Wehrmacht-Ausschließungsschein vom März 1942, ist auch noch ein Passfoto Ihres Vaters. Das ist mein Vater. Er ist dann im hohen Alter gestorben. Er ist gegen das Tischeck und dann umgefallen. Er war in seinem ganzen Leben nicht im Krankenhaus, niemals. Aber dann war es vorbei. Sein Vater war streng. Er hatte einen strengen Vater. Er hat die Kinder streng erzogen und sie hatten Angst vor ihm. Auch mein Sohn, sein Enkel, hatte Angst vor Lorenz' Vater, weil er so streng war.
Aber wir haben ihm viel zu verdanken. Wie ist Lorenz Vater eigentlich nach Dachau gekommen? Wir wissen, dass er aus politischen Gründen verfolgt wurde. Und dann gibt es ein sehr kleines Dokument, was uns aber sehr, sehr viel verrät, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Deshalb lege ich das erstmal in die Mitte. Das ist eine sogenannte Schreibstubenkarte. Auf der Schreibstubenkarte wurde wie auf vielen anderen Registraturkarten im Konzentrationslager Informationen über den Häftling festgehalten. Sein Geburtsdatum, sein Geburtsort, seine Häftlingsnummer, seine Häftlingskategorie. Hierher gekommen ist er am 26. Dezember 1943, also zu Weihnachten. Das weiß ich nicht mehr. Du hast doch erzählt, dass dein Vater so furchtbar frieren musste, als er hierher kam. Ja, als er verhaftet wurde. Ja, eben. Es war im Dezember. Da ist es ja kalt. Also stimmt es. Das stimmt schon. Dann gibt es noch die Information hier oben mit Bleistift geschrieben. Das ist die Zahl 2. Die Zahl 2 verrät uns, dass er am Ende seiner Lagerhaft hier in Dachau im sogenannten, also im Block 2 untergebracht war. Das, was wir noch im Archiv bei uns haben, sind sehr viele Listen. Listen sind etwas Typisches für Konzentrationslager, weil die Lagerleitung die Häftlinge registriert hat, wissen wollte, wer wo ist, wer lebt, wer in welchem Block ist, wer in welchem Arbeitskommando ist. Wir wissen aus diesen Listen auch, dass er sich an verschiedenen Orten im Lager aufgehalten hat. Er war teilweise im Block 4 untergebracht. Er war im Frühjahr 1944 auch kurzzeitig im Krankenrevier. Leider können wir nicht rekonstruieren, warum er dort war oder wie es ihm ging. Er hat das Revier auch wieder verlassen können. Zwangsarbeit leisten musste er in der Schuhmacherei, weshalb wir von der Liste wissen, dass er eine kleine Prämienzahlung über 2 Reichsmark erhalten hat. Ich bin wirklich froh, dass das alles noch da ist. Was? Ich darf das behalten? Alles. Danke. Das musst du gut abheften und archivieren. Hat dein Vater dir vielleicht von seinen Erlebnissen im KZ erzählt? Was er hier tun musste? Nein. Nie, solange ich klein war. Erst als ich erwachsen war, hat er mir davon erzählt. Da gab's das mit dem... Das mit den Stiefeln. Ja, genau. Einer der Arbeiter ist gestorben. Aber seine Stiefel waren noch top in Ordnung. Die von meinem Vater waren alt und hatten Löcher.
Also hat er mit ihm Stiefel getauscht. Aber er wurde erwischt und bekam zur Strafe 1 Monat nichts zu essen. Er durfte nichts essen. Nichts. Und dann die Geschichte mit dem Mantel. Ja, genau. Es war Winter und kalt. Da sah sein Vater einen Toten da liegen, der eine dünne Jacke anhatte. So eine Jacke, wie sie die Häftlinge in Auschwitz auch anhatten. Viel zu kalt. Er nahm dem Toten die Jacke ab und zog sie unter seine eigene Jacke. Um sich besser zu wärmen, stopfte er Papier zwischen beide Jacken. Die Aufseher im KZ bemerkten, dass er zugenommen hatte. Er war ja sonst ganz abgemagert. Und da haben sie ihn erwischt. Die gleiche Strafe. 1 Monat nichts zu essen. Nichts zu essen. Er hat gesagt, es war einfach grausam, was ich da erlebt habe. Mehr hat er nicht gesagt. Er wollte einfach nicht mehr an das KZ denken. Vergessen. Er musste einfach vergessen. Das KZ war ein furchtbarer Ort. Unvorstellbar. Der Opa, der hatte immer wegen seinem Magen Probleme. Aber er wollte nicht ins Krankenhaus. Er hat sich nie behandeln lassen. Er hat dann Morphium gegen die Schmerzen genommen. Das war eine Folge der Zeit hier? Er war ja Raucher, aber er war immer sehr sparsam. Wenn die Zigarette nur halb geraucht war, dann hat er sie abgebrochen und später weiter geraucht. So war er. Wenn die Gebäude noch stehen würden, könnten wir sehen, wie es innen ausgesehen hat. Die Originalgebäude sind zwar zerstört worden, aber um eine Vorstellung zu bekommen, sind 2 als Modell nachgebaut worden. Da haben sie gelegen. Da habe ich rumgepinselt. Einfach so. Ich hatte das schon ganz vergessen. Mein Bruder und ich, wir haben uns gut verstanden. Mein Bruder... Wir kamen gut miteinander aus. Was meinst du mit gut ausgekommen? Er hat mir Farbstifte gegeben. Malhefte. Bleistifte. Er hat mir viel geschenkt. Und ich mochte doch Zeichnen so gerne. Du hast gern gezeichnet. Das war Anfang der 1. Klasse. Woher hast du den Roller gehabt? Nein, der hat nicht mir gehört. Der hat den Schwestern in Leitmeritz gehört. Wir haben ihn nur für das Foto bekommen. Was habt ihr denn damals so gespielt? Eigentlich hatten wir immer nur Unterricht und mussten Aufgaben machen. Das war alles sehr einfach. Immer nur schreiben, schreiben. Ich habe ganz viel gezeichnet. Panzer nebeneinander aufgereiht, wie sie gegeneinander kämpfen und schießen. Explosionen auf beiden Seiten. Hier ging eine Bombe hoch, da lagen tote Männer. Sowas habe ich da gezeichnet. Wie kamst du denn auf sowas? Beim Abendessen im Speisesaal, da haben sie immer Filme an die Wand geworfen. Filme vom Krieg, wie Fahrzeuge und Panzer herumfuhren und schossen. Flugzeuge stürzten ab, Menschen starben. So war das halt. Meine Mutter war immer Etepetete. So bin ich aufgewachsen. Wenn mein Vater heute noch leben würde, also zum Beispiel, wenn wir zum Einkaufen gingen, verlangte sie, dass ich mit ihr im Gleichschritt laufen sollte. Im Gleichschritt. Da musste ich mitmachen und brav mitmarschieren. Ganz fein. So war meine Mutter. Warum ich da in Uniform bin? Keine Ahnung. Ich habe das Foto noch nie vorher gesehen. Und auch die anderen nicht.
45 war es. Ich wusste nicht, was passieren würde. Dachte, wir verreisen. Wir sind auf ein Lastauto gestiegen mit unseren Koffern, zusammen mit anderen Familien. Es ging nach Cheb, das hieß damals Eger. Da sind wir in einen Zug eingestiegen. Das war ein langer Zug mit 2 Lokomotiven. Einer vorne und einer hinten. Und viele Familien sind da eingestiegen. Unterwegs haben wir abgestürzte Kriegsflugzeuge und kaputte Panzer gesehen. So kamen wir nach Garmisch. Dort haben wir einige Stunden gewartet. Der ganze Zug blieb einfach stehen. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Schließlich wurden wir in einer Halle, die in viele Räume unterteilt war, in Unterkünfte eingeteilt. Wir wussten ja nicht, wie lange wir dort bleiben mussten. Ein halbes oder gar ein ganzes Jahr. Dann sind wir nochmal mit dem Zug bis Freising gefahren. Dort angekommen sind wir alle auf den Domberg gestiegen, zum Pfarrsaal. Da waren bestimmt 10 Familien untergebracht. Ich war gut im Betteln. Wir hatten Gutscheine, mit denen ich Milch holen konnte, und beim Bäcker habe ich um Semmeln gebettelt. So sind wir gut mit Essen versorgt worden. Gell, du weißt das noch? Ja, sie weiß das auch noch. Wenn ich was erbettelt hatte, habe ich es zu meiner Familie in die Unterkunft gebracht, habe ein bisschen gegessen und bin dann nach dem Kaffee wieder losgezogen, um zu betteln. Immer fleißig hin und her. Mein Vater hat dann nach einer Bleibe für uns gesucht und das Haus da hinten gefunden. Er hat es gekauft. Für 8000 Reichsmark. Mit dem gesamten Grund außenrum. Das Haus nebenan. Können wir uns das mal anschauen? Zeigst du es mir? Das stand zuerst hier. Außenrum gab es noch keine Häuser. Da haben seine Mutter und sein Vater gelebt, als ich ihn geheiratet habe. Wir beide und auch seine Schwestern. Das war bestimmt eng. Als 66 unser erstes Kind geboren wurde, ist dann das andere Haus fertig geworden. Dann kam unser zweites Kind. Und 1975 das dritte. Aber das waren genug. Wirklich genug. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wo seid ihr euch das erste Mal begegnet und wann war das? Das war in Landshut. Zuerst hatte mir eine andere Gehörlose erzählt, dass es da einen total hübschen Mann gibt, Lorenz Putz. Ich kannte ihn noch gar nicht, aber als ich ihn sah, hat es in meinem Herzen und in den Augen sofort gefunkt. Da gab es keinen Zweifel. Den Mann schnappe ich mir. Seine Augen strahlten so eine Liebe aus. Und es ist wahr, bis heute noch. Er ist ein ganz Lieber. Er ist so lustig und macht immer Spaß. Das hast du schön gesagt.